stolzen Ritters Arthur. Hallo. Morgen. Morgen ist der Salon. Wie läuft das Geschäft? Grazie, alles Beste. Durch seinen schlauen Instinkt erkennt Arthur sofort, dass Feinde in der Nähe sind. Moment, warum spielen die bösen Ritter denn keine Computerspiele? Bitte was? Warum spielen sie nicht mit einem Computer? Damals gab es noch keinen. Ich spiele Computerspiele. Also gut, Arthur beobachtet die Bösewichte beim Computerspiel. Er will angreifen, doch er hat sich schwer zu Hause versteckt. Hey! Vorkommen sind, wie sehr schön gefunden, und natürlich auch die Geräusche, wie das Schwert hingelegt hat auf dem Amboss oder auf dem Stein, wie dieses metallene Geräusch kommen, also das hat super dazu gepasst, also wirklich tolle Sache. Also interessiert hätte mich eigentlich, wie er die Funken gemacht hat von der Schwert. After Effects. Bitte? Also Adobe After Effects. Ganz leicht. Ja, noch was Positives. Die Geschichte selber möchte ich auch noch ergänzen. Die Geschichte selber ist gut, ist humorvoll, aber mit dieser, wie soll ich sagen, mit dieser fast eine zweite Ebene, mit dem Kind, das die Geschichte erzählt kriegt, der immer so blöde Fragen stellt. Wo ist das Computerspiel? Das hat es damals noch nicht gegeben, und wir tun es trotzdem ein. Also, es ist einfach fantastisch, mit dem Humor, der da drinnen ist, und eine ganz kleine Geschichte, aber so lieb erzählt. Nur eines habe ich akustisch nicht verstanden: Was hat den Zauberer dazu bewogen, dass er mitgeritten ist? In unserem Dorf gibt es Pizza. Pizza. Ja, habe ich so verstanden. Pizza, das ist natürlich der Zauberer auch was. Ja. Ja, und das Handwerk sowieso. Also eine Animation mit Plastilin, mit Puppen, mit Bauteilen, dass die Bewegung rund wird, ist schon mal schwierig. Mit dem Lego, das ja eklig ist, wird es noch mal schwieriger, weil da habe ich, um einen Schritt zu machen, nur den nächsten Puff. Und hier, dass die Animation so flüssig ist, also das ist großartig, da sieht man, dass dieses Team schon sehr viel Erfahrung hat. Und dann die Details, es ist ja nicht nur eine Bewegung gewesen, sondern so viele. Da ist im Hintergrund an der Wand einmal eine Uhr gewesen, sogar die hat im Sekundentakt noch sich bewegt. So, unwahrscheinlich. Ja, vor allem die Mimik in den einzelnen Figuren, die war gut, ja. Die Mimik war gut, die Figuren waren gut charakterisiert. Ja, sogar manchmal die Augenbrauen uns bewegt. Ja. Witzig. Das ist schon voll. Ja, was hat weniger gepasst, dass nur 2 geworden ist? Mir war die Musik viel zu laut, das heißt, ich habe mich wirklich bemühen müssen, entweder höre ich schlecht, das auch zu hören, aber ich habe das auch nicht gehört, was da jetzt im Dorf gibt, warum der Zauberer mitgeht. Weil die Musik, also es war einfach zu laut. Ich kenne mich zu wenig aus, wie viel Arbeit das ist, dass das da passieren muss, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das viel Arbeit ist. Das anschreibt, dass man vielleicht 100 Schritte machen muss, bis da anschreibt. Einfach akustisch nicht treffen. Vielleicht kann ich auch schlecht, ich weiß nicht, aber ich habe zum Teil Sachen nicht richtig verstanden und vielleicht bin ich da ein bisschen begriffsstützig, ich bin jetzt richtig ganz mitgekommen bei dem ganzen Studio einfach. Bei der Geschichte so bist du mitgekommen? Ja. Ich habe so um die Gesichter mitbekommen, alles. Bist nicht allein, ich bin ehrlich auch nicht mitgekommen, aber mir hat das mit den Eis so gefallen und technisch, aber ich bin jetzt richtig mitgekommen bei der Sache, muss ich echt sagen. Es
gibt Geschichten, da kann man nicht einstecken. Ja.